Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Jetzt können wir hier wieder ein bisschen was plündern. Lyriumstaub zum Beispiel haben wir ja noch nicht genug davor. Und sollen hier die Spinne ausmerzen. Na, immerhin dürfen wir dann ein bisschen plündern gehen noch. As you say. Genau, der Geistertalisman gibt es auch noch. Gibt 10% Feuerresistenz und schwache Lyriumtrank haben wir auch noch. Na, immerhin. Warte mal. Das war hier bei der Accessoires Geistertalisman. Ja, die 10% Feuerresistenz, die gönnen wir uns doch gerade mal. Und gucken weiter, hier noch Spinner. So, dann können wir heute mal ein bisschen Action haben, statt immer nur lese. Wow. Die hat mich jetzt ganz schön verschreckt. Widerliche Viecher, Kodex aktualisiert. Wundumschlag und 12 Kupfer gibt's auch noch dazu. Warum auch immer so viel Kupfer bei sich hat, aber okay. Musik war auch ganz schön laut, muss ich sagen. Huch, wir hatten keine Grafikfehler anscheinend. Halt, wo kommt was? Da kommt was. Hier. So. Da ist noch ein Kokon. Mit einer Elfenwurzel drin. Nehmen wir. Und dann gleich beim Industrie. Feed los. Pfui Teufel, Riesenspinner. Okay, die hat keine Beute bei sich, aber die hat 13 Kupfer. Ja, besser als nix. Da können wir auch noch hier. Da ist aber nichts mehr. Okay. Dann wieder zurück. Im Kokon war nur Elfenwurzel. Wahrscheinlich alles, was von dem armen Teufel da übrig geblieben ist, der da verknuspert wurde. Und hier nichts mehr drin. Na gut. Ja, damit wenn wir... Ah, doch. Da ist doch was. Da ist doch eine Kiste. Ich sehe es doch genau. Da, Holzkiste. 13 Kupfer. Wertige Nummer. Wir brauchen jedes Geld. So. Dann als weiter. Und was gibt's denn hier noch Schönes? Ein Kokon. Blitzrune des Novizen. Waffenrune. Waffen kannst du verbessern, indem du sie mit Runen verzauberst. Okay, cool. Hoppla, jetzt hat es uns gerade eingesponnen. Der Rest kriegen wir auch so hier ohne Magie. Okay, hat es überhaupt einen Slot und dann... Nee. Blitzrune des Novizen. Kann ich das drauf packen? Nö. Da brauchen die Dinger anscheinend Slots dafür, ne? Okay. Gut. Die hat noch 11 Kupfer bei sich. Wird gern genommen. Ich bitte aber mal Sache. Jetzt mal ohne Spaß. Das hat mich dann doch etwas geschockt. Wir machen mal die Lautstärke ein bisschen runter von der Musik. Das dröhnt mir auf der Ohren wie Zau. So. Ja, das machen wir jetzt mal so. Weiterspielen. Das, ja, ist schon erheblich angenehmer so. So, dann zu dir. Und tschüss. Schwacher Lyriumtrank, nehmen wir doch gern. Da ist noch eine Truhe. Mit Schreiter des Nichts, unbearbeitet, plus 1 Magie und ein leeres Pergament. Okay, nehmen wir. Ist gekauft. Und nochmal 13 Kupfer. Hier drin ist nichts, außer ekelhafte Spinnewebe. Ja, irgendwo muss ja auch die Overspin sein, ne? Das wird schon ziemlich hässlich. Befürchte ich. Ich hasse die Spinne. Ich habe schon, also gerade bei großen Spinnen habe ich durchaus so eine Arachnophobie.
So. Also ich muss sagen, ich ekel mich schon vor große Spinne. Kleine Spinnen sind jetzt nicht so das riesige Problem, meiner Meinung nach. Aber große Spinne, je größer, desto größer ist der Ekel vor den Tieren. Die sind mir einfach nicht geheuer, aber ich denke, Arachnophobie ist etwas, was viele Leute verstehen können. Plus 3 Verteidigung. Ja, das ist genau dasselbe Nummer. Nehmen wir. Das können wir auch verkaufen, das Zeug. So, da ist noch was. Eine Holzkiste. Mit einer Blitzrune des Novizen mal wieder. Okay. Halte mal der Gaul an. Wenn ich da jetzt mal drauf gehe. Für meinen Kram. Blitzrune des Novizen. Untersuchen oder zerstören. Ja, okay. Tewinterrune des Sturms. Waffenrune. Das müsste ich dann irgendwie bei einer Waffe, die über Slots verfügt, einbringen können. Okay. So, da hinten lauert schon wieder was. Ich sehe es. Und das war's. Huch. So. Gehen wir mal hier und flatter mal, was es da noch gibt. Quest aktualisiert. 13 Kupfer gibt es auch noch. Dann müssten das wohl alle Spinner gewesen sein, ne? Ja, da liegen schon die nächste Spinnekadaver-Karte. Sagt, ich hab's erforscht. Na dann, raus mit uns. Aber vorher gucken wir uns noch mal was an. Und zwar der Kodex. Wir können es auch anders sein, liebe Leute. So, Kreaturen. Riesenspinnen tauchen meist in alten Ruinen und anderen Plätzen auf, wo der Schleier durch magische Störungen oder eine große Zahl von Todesfällen dünn geworden ist. An solchen Orten dringen Geister und Dämonen in die Welt der Lebenden ein und versuchen, die Kontrolle über Lebewesen zu erlangen, darunter auch Spinnen. Allerdings sind nicht alle Skolaren von diesem Erklärungsversuch überzeugt. Einige sind vielmehr der Ansicht, der dünne Schleier ließe es zu, dass Magie aus dem Nichts durchsickert und Kreaturen wie die Spinnen verdirbt. Sie werden dann zu größeren und stärkeren Wesen, als die Natur es je vorgesehen hat. Es ist zwar bekannt, dass ihr Gift sehr stark ist und sie ihr Netz im Kampf gegen Feinde einsetzen, aber es gibt kaum Studien über sie und ihre weiteren Fähigkeiten sind daher noch immer im Verborgenen. Magie und Religion, was haben wir denn da noch? Das kennen wir schon und hier ist noch was Neues. Die Besänftigten, auch wenn Schüler nicht genau wissen, wie die Läuterung vonstatten geht, sind doch allen die Konsequenzen bewusst. Entweder bestehen sie und werden vollwertige Magier oder niemand sieht sie je wieder. Wer von diesem Übergangsritual Angst hat oder als schwach oder instabil gilt, durchläuft stattdessen das Ritual der Besänftigung. Der eigentliche Vorgang ist wie bei der Läuterung ein Geheimnis, aber das Ergebnis ist allseits bekannt. Das Ritual durchtrennt die Verbindungen zum Nichts, deshalb träumen die Besänftigten nicht. Die größte Gefahr, die einem schwachen oder unvorbereiteten Magier droht, nämlich dass er durch den Schleier die Aufmerksamkeit von Dämonen erregt, ist damit beseitigt. Aber die Besänftigung bringt noch andere Konsequenzen mit sich, den Verlust der Magiebegabung und jeglicher Gefühle. Ironischerweise ähneln die Besänftigten Schlafwandlern, sind weder richtig wach noch schlafen sie. Dennoch sind sie nach wie vor Teil unseres Zirkels, manche meinen sogar ein sehr entscheidender Teil. Ihre Konzentrationsfähigkeit ist unfassbar, denn nichts kann besänftigte Magier ablenken, was sie zu Handwerkern von einer solchen Präzision macht, dass sogar die Kunstfertigkeit der Zwerge erreicht und übertroffen wird. Die Formari, jene Abteilung des Zirkels, die für die Verzauberung von Gegenständen zuständig ist, besteht ausschließlich aus Besänftigten und sind die Quelle allen Wohlstands, der unsere Türme in Betrieb hält. Aus Besänftigung und die Rolle des Nichts in der Kultur der Menschen, vom ersten Verzauberer Josephus. Gut, dann hätten wir wieder do was gelesen, ach. Alle sind zufrieden. Und wir gehen wieder raus hier. Dann kriegen wir unseren Wisch und dann schauen wir mal, wie das hier mit unserem Kasperkopf Joan weiterläuft. So. Hallo. Sprechen wir natürlich von der Gegenseite vom Tisch an. Are the spiders gone? Ajo. Ich habe die Plage beseitigt. Oh, wonderful. You're a lifesaver. Now, where was that form you wanted me to sign? Hier, bitteschön. Right. There you go. How's that? Ausgezeichnet, seid bedankt. Versprecht mir nur, dass ihr in Zukunft vorsichtig mit Spinnen seid. Oh, I will. Thank you again. So, schön. Jetzt habe ich wieder was gekriegt. Dann können wir weitergehen. Zum besänftigter Obertyp.
Und irgendwo muss es doch ja auch wieder so der geben, wo ich da durchgehen kann, ne? Dass ich wieder da zu dem Kerl komme. Wahrscheinlich hier irgendwo wieder. Na, wo war dann das? Hier. Ja. Okay, so Kerl. Hier ist der Wisch. Den haben wir Welcome to wollt. the Circle's stockroom of Ach magical Gott. items. My name is Owain. How may I assist you? Dem kannst du auch in Gehe die Schuhe besohlen, dem Kerl. Hier, bitteschön. Everything looks to be in order. Here is the rod you requested. Okay. Na dann. Quest aktualisiert. Warte mal. Wo sind dann die? Hier. Oh, okay. Die sind sogar schon da, wo sie hier sollten. Moment. Der erste Verzauberer ist allerdings auch noch mit einer Quest ausgestattet. Da kümmere ich mich vielleicht auch mal lieber noch drum. Hier. Erster Verzauberer und so. I trust you saw Duncan back to his quarters? Natürlich. Warum habt ihr mich drum gebeten? I wanted you to meet Duncan. He's a most honorable man. Er war aufgeblasen und arrogant. Ich stimme zu, es war ein Privileg, ihn kennenzulernen. Grey Wardens are peerless warriors who sacrifice all for our sakes. We can learn much from them. Now, did you need something? Jones sagt, dass er zum Besänftigten gemacht wird. Warum liegen auf eurem Schreibtisch Bücher über Blutmagie? Wann darf Jones Erläuterung? Ich wollte euch nur sagen, dass ich getan habe, was ihr verlangt habt. Mal warum du Blutmagie liegt. I've removed them from the library. I was advised it might be unwise to leave them where any apprentice may read them. They will be put away somewhere very safe. Now, is there anything else? Gebt mal übrigens auch Bescheid, ob ich wirklich die Spezialisierung Blutmagier machen soll. Nur mal so ganz nebenbei. Ich habe heute 6 Episoden gemacht. Die 5. jetzt ist die 6, die ich mache, weil die 0. Episode zählt ja auch mit dazu. Okay, erst dann kann ich ja wieder auf die Kommentare eingehen ab der 6. Episode. Wann darf Jones Erläuterung? When he is ready. Na toll. Joan ist soweit. I'm sure you think so, but it's not your place to decide. Why do you ask? Joan fürchtet, dass er zum Besänftigen gemacht wird. And how does he know this? I suppose the young initiate he dallies about with revealed it to him. Natürlich weiß er You das. think I didn't know? I did not become first enchanter by keeping my eyes and ears shut. Okay. Dann verpetzen wir einfach mal. Dann müsst ihr erfahren, dass Joan die Flucht aus dem Zirkel plant. Oh, interesting. What more do you know? Ich stehe halt lieber zum Order, um ehrlich zu sein, beziehungsweise zum Zirkel. Bekomme ich eine Belohnung dafür? Your loyalty to the Circle is obvious. Tell me what you know. Your candor will not be forgotten. Ich versuche das Ganze so ein bisschen auf rechtschaffen böse eigentlich zu spielen, wenn möglich. Also gut, Joan und Lily wollen aus dem Zirkel fliehen. Nee, machen wir das 2. Yes, she must be helping him. She would know more about the repository than he would. Do you know anything else? Ja, Lily hat es mir erzählt und ich habe meine Hilfe zugesagt. I suspected Lily would tell him of the impending rite if she found out. But I never expected they would have the gall to break into the repository. Was sollen wir jetzt tun? Reporting him to Gregor and the Templars will accomplish nothing beyond what's already planned. If the Circle must punish one of its own, I will see the Chantry done the same courtesy. Lily will not walk free while my apprentice suffers. Ist fair, ja. Das ist aber ziemlich bösartig. Ich mag das. Wie gesagt, ich versuche so ein bisschen auf rechtschaffen böse, wenn möglich, zu spielen. Ihr könntet ihnen einfach sagen, dass sie darin verwickelt ist. Lily will nur den Mann retten, den sie liebt. Machen wir das Erste. If we mention her involvement, the Chantry will say that she was framed. No, she must be caught in the act. Okay.
Ihr habt recht, die Kirche wird an unserer Stelle genauso handeln. Ihr benutzt Lily, um der Kirche ins Auszuwischen, aber sagt ihr nicht, die Kirche beschützt uns? Ja, das ist naiv. Das Erste. If you want to survive, you must learn the rules and Richtig. realize that sometimes sacrifices are necessary. Und die zwei sind Ciao super für will Exempel. become tranquil, but Lily must also face the consequences of her actions. How did you learn of their plan? Do they trust you? Deshalb werde ich sie nicht verraten. Nee, komm. Ja, ich bin in dem Fall wirklich ordenstreu. Dieser Joan ist sowieso so ein komischer Typ, der schafft's eh nicht. Der behindert eigentlich auch nur, dass man da weiter hochkommt. Und wenn man rechtschaffen böse spielt, hat man ja auch ehrgeizige Pläne. Perfect. Will you return to them and carry out their scheme? With solid proof of their crime, we can act. Mir ist nicht wohl dabei, sie zu hintergehen. Das übersteigt die normale Pflichterfüllung. Was ist für mich dabei drin? No charge from me is beyond your duty to this circle, mage. You must obey this order. Na gut, dann werde ich wohl tue, was er verlangt. Go. Convince them you will risk all for their cause. I will be outside the repository with a contingent of Templars. Let them see the mischief into which their initiate led our student. Perform well, and your dedication will be rewarded. Gut, alles klar. Dann war es doch nochmal ganz gut, zu dem zu gehen. Das habe ich alles so nämlich im Kopf, um ehrlich zu sein. Ach ja. Aber wie gesagt, die meisten spielen mal einfach zu gut, wenn ich nur Let's Plays oder so sehe. Ich möchte es eigentlich schon etwas böser spielen, um ehrlich zu sein. Ach, einfach mal um Leute, die das sehen möchten, das Spiel, um dann eine Alternative zu den ganzen brav Let's Player zu bieten. I hate waiting. It makes me nervous. Gut, ich hab den Feuerstab. That was quick. To the repository, then. Freedom awaits. Ja, ja. Glaubmaßen Mol. Okay. Und jetzt habe ich die zwei in meiner Gruppe mit drin. Was ist dann sie? Muss ich gerade mal gucken. Was hat sie dann? Kirchenrobe, Kleidung, Lederstiefel unbearbeitet oder nicht mal eine Waffe oder irgendwas. Dolch, Eisen kann sie noch haben. Komm, die kriegt eine Streitkolbe. Irgendwie muss sie sich hier verteidigen. Leeres Pergament, Gürtelschneider der Winde. Das geben wir jetzt mal nicht. Und dann gucken wir mal für der andere. Der andere Typ, der braucht ja als Magier auch noch was. Deswegen kriegt er mal sowas. Wobei, er kann halt den Stab des Akolyten haben. Ich denke, das ist sinnvoller für den. Kleiner Schild kann noch die Klerikerin haben. Wo ist sie dann? So. Kriegst noch ein kleines Schild, bitteschön. Okay. So, was sind dann Dämser Fähigkeiten? So, der hat natürlich der arkane Bolzen, Flammenschlag, also auch urtümlich, schwächer dann noch drauf. Okay, und Flammenwaffen. Gut, hat er schon die Zweitstufe. Sie ist Schurkin. Verstohlenheit und unfairer Kampf. Okay. Wenn dem so ist, dann sollte sie vielleicht nicht das Ding haben, sondern lieber der Dolch. Machen wir das lieber so. Okay, gut. Na dann, ihr nach. Wo müssen wir dann überhaupt hier? Von wegen mir nach. Lagerhöhlen, das hatten wir schon. Dritter Stock. Kann man hier irgendwo runter gucken, einmal das Ganze? Nee. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen gerade. Wir probieren es mal ein Stockwerk höher. Wahrscheinlich muss ich zum Kellergewölbe, aber scheiß mal. Ah, ne, okay. Kommen wir da hoch? Okay, kann nicht geknackt werden, wissen wir Bescheid. Noch over geht's erst gar nicht. Dann müssen wir wohl woanders stehen. So, gerade mal gucken. Erster Stock, genau. Dann müssen wir wieder zum Besänftigter. Der war hier. So, rein mit uns. Und wieder runter. So. Dann müssen wir wohl in den Keller, vermute ich jetzt, ne? Ich glaube, da war was im Kopf gehabt zu haben. Untergeschoss. Wir probieren es einfach.
So. Ups. Hier rum. Und ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz gut, weil bei Baldur's Gate war das ja dasselbe Problem. Überall bei den Let's Plays, die man so sieht, immer nur Paladin, rechtschaffen, gut. Deswegen habe ich mir gedacht, da mache ich halt mal so richtig miesi Gruppe mit rechtschaffen böse und neutral bis chaotisch böse Charaktere. Macht auch Spaß, sowas als Let's Play zu sehen, würde ich sagen. Und bietet mal eine Alternative zu diesen braven Sachen. So. Erste Tür. Ja, da sind wir richtig dann. The Chantry calls this entrance the Victim's Door. It is built of 277 planks, one for each original Templar. It is a reminder of all the dangers those cursed with magic pose. Okay. Wie kommen wir daran vorbei? The doors can be opened only by a Templar and a mage entering together. The Chantry provides the password which primes the ward, and the mage touches it with mana to release it. Okay, ihr habt die Parole. Kann Joan dann nicht beim Eintreten helfen? The ward only responds to the touch of one who has been through the harrowing. Okay, ich nehme an, ihr kennt die Parole. Yes, I got it from a Templar who recently accompanied a mage into the vault. Und er fand das nicht verdächtig? We have chatted on many occasions. I believe he trusts me. Okay, was muss ich tun? First, the password. Sword of the Maker, Tears of the Fade. Ich habe was gehört. The password only primes the door. Now it must feel the touch of mana. Any spell will do, but hurry. Ajo. Okay. Gut, dann kann es weitergehen. Und wir sammeln natürlich fleißig Ei, was wir da aufsammeln können. Zweite Tür. Do you have the rod with you? Melt the locks off. Gut, vielleicht später. Ja, komm, machen wir. Und weiter. What's the matter? Why isn't it working? Stab nochmal anwenden. Weiter. Lily, something's not right. I can't cast spells here. Nothing works. These wards carved into the stone. This must be the Templars' work. They negate any magic cast within this area. I should have guessed. Why would Gregor and Irving use simple keys for such a door? Because magical keys don't work. How do you keep mages away from something? Make their powers completely worthless. That's it then. We're finished. We can't get in. Haha. Die Tür da hinten. Wohin führt sie? I don't know. Do you think it's another way in? That door probably leads to another part of the repository. What are the chances of there being another entrance? Ein Versuch ist es We wert. can't get into the chamber the way we planned, but we're not about to give up. We can see where this door leads, but I don't think it'll be easy. It looks locked for one. An den Schlössern sollte der Stab aber funktionieren, oder? Yes, let's hope they haven't warded that door as well. Let's hurry. We've wasted enough time. Alles klar, dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, ich speichere hier, und zwar der Yankee 1 wieder. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.